Mega! Mega! Holy shit! I think the mountains are better than the Alps. Und damit herzlich willkommen zum letzten Skivideo von dieser Saison. Dafür ist es nochmal ein richtiger Banger. Wir sind in Salt Lake City, Utah, Amerika. Und ich teste zum ersten Mal ein amerikanisches Skigebiet. Wir waren gestern Heliskiing, guckt das Video an, Link ist in der Beschreibung. Heute haben wir einen Tag Zeit, das heißt wir machen einen ganz chilligen, nehmen euch mit ins Skigebiet. Wie sieht's aus, wie ist das Essen, wie teuer ist es? Man kann schon mal sagen, der Vibe ist geil. Hier läuft Mucke, amerikanische Flagge, kanadische Flagge, französische Flagge, keine Schweizer Flagge. Das ist natürlich interessant. Hier hat es eigentlich unfassbar viel Schnee. Also die Region hier um Salt Lake City ist bekannt, dass es viel Schnee hat. Jetzt gerade unfassbar warm. Es ist Mitte März. Wir haben heute in Salt Lake City 28 Grad und hier glaube ich 16 Grad. Ich bin aber nicht alleine. Mein guter alter Freund, beziehungsweise Schauspieler, Jonathan ist auch da. Hello guys, today we are testing Salt Lake Snowbird. Es ist halt komplett abgefahren, also es hat vor 2 Wochen zuletzt geschneit. Das heißt, wir müssen uns über die kleinen Hügel drüber kämpfen. Aber sehr toll, wir sind wirklich aus dem Hotel rausgestolpert und waren auf der Piste. Hier ist die Piste und hier ist unser Hotel. Und am Abend kommst du hier wieder rum und gehst ins Hotel. Es sieht sehr modern aus, innen ist es aber sehr 80er Jahre. So ein bisschen wie die ganze USA ist. Printing Tickets. Oh, Adrian Vogt. Die Frage ist nur, wie viel kostet hier ein Ticket? Steht nicht, ne? Shit. Ja, wir gucken gleich auf dem Lift, wie teuer ein Ticket ist. Was mir schon aufgefallen ist, allgemein in der USA und im gesamten Skigebiet, es hat überall so Caution-Schildern, weil, glaube ich, in der USA jeder schon für alles verklagt wurde. Also ich glaube, wir denken so, okay, die Amis sind einfach dumm, die wissen nicht, dass hier rutschig ist. Aber ich glaube, es ist wirklich das Verklagen-Ding. Ja, dieses klassische Beispiel mit McDonald's, wo irgendwie ein amerikanischer Kunde McDonald's mal auf $1 Million verklagt hat, weil der Kaffee zu heiß war und sich verbrannt hat. Und deshalb steht auch immer drauf, Achtung, heiß auf dem Kaffee. Apple Hintergrundbild. Slippery when wet or ice. Ski with caution. Also, ganz kurz zu den Preisen. Ich habe gerade nachgeguckt. Ein Tagesticket heute kostet $194. Das heißt so circa 170 Euro. Morgen Samstag kostet es aber $214. Also so knapp 200 Euro für einen Tag. An dieser Stelle Shoutouts an Red Bull, weil wir sind mit Red Bull da. Wir haben es nicht selber bezahlt. Liebe Grüße. Skier, Schuhe, Snowboard und Schuhe für 2 Tage $270. Also so 240 Euro. Das heißt für 2 Skitage, wenn du es zusammenrechnen würdest, für 2 Skitage Mieten plus Pass ca. 1000 Euro. Ja, ist crazy. Man muss auch ganz klar sagen, in den USA ist Skifahren noch mal exklusiver als in Europa. Europa ist schon teuer, aber in den USA, glaube ich, leisten sich das wirklich nur Leute, die wirklich Geld haben. Erste Mal durch. Funktioniert. Hello. Good morning. How are you? Oh, in Amerika ist es, glaube ich, so ein Ding, dass man den Bügel nicht runter macht. Ja? Ja. Mir war das null bewusst. Salt Lake City ist relativ groß, kennen wahrscheinlich die meisten. Du bist von Salt Lake City innerhalb von 15 Minuten in einem riesen Skigebiet. Ich dachte immer, in den USA ist das so ultra versteckt. Also du hast hier Snowbird, heißt das hier, wo wir sind. Dann hast du Park City, Woodward, also all diese Skigebiete, die man auch von Freestyle sehr gut kennt. Alle so 30, 40, 50 Minuten entfernt von Snowbird. Das ist kürzer, als wenn ich von Basel in der Schweiz Skifahren gehe. Und deshalb sage ich, Salt Lake City, Innsbruck von USA. Boom. Man muss wirklich ehrlicherweise mal sagen, politisch, wir wissen USA, ultra shit. Wenn du das aber mal ausklammerst, die Leute leben hier einfach, haben wir festgestellt. Die sind hier, die haben ihre Trucks, es juckt sie irgendwie nix und die leben hier einfach. Das ist irgendwie Umwelt, ja klar, wissen wir alle, aber es ist irgendwie so, man merkt so, ey, die haben hier eine gute Zeit. Ich sag auch, die Natur hier ist so vielfältig. Ja. Also ich meine, du fährst jetzt 2 Stunden in eine Richtung und dann bist du in der Wüste. Also das gefühlt bekommst du es in Europa nirgendwo, so einen großen Unterschied mit so, in so kurzer Zeit. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier ist alles verfahren. Hier rechts ist gar keine Piste, hier links ist eine Piste. Und wir meinten gerade, man weiß manchmal gar nicht so genau, wo ist jetzt die Piste und wo nicht. Boah, das sieht insane aus. Und das ist keine Piste eigentlich. Nee, das ist keine Piste. Wir sind da hochgekommen. Es ist, by the way, ein Doppelmeier. Sehr, sehr wichtig. Und da oben geht eine Gondel hin und wir meinten so, shit, hier fehlt so ein kleiner Verbindungslift nach oben, aber... Wir haben nicht mit dem Tunnel gerechnet. Hello. How are you? Good, yourself? Yeah, nice. Digga, das ist einfach, wir gehen durch den Berg durch. Ja, ist jetzt nicht der schnellste Zauberteppich, aber ist chillig. Wir sind einfach im Gotthardtunnel. Ich fühle mich hier schon ein bisschen wie in der Schweiz. Wenn man richtig schnell lesen kann, kann man hier noch was lernen. A view looking from east to Grizzly Clutch from Alta speaking. Ja, okay, gut. Welcome to the sunny side of life. Ey, das sieht crazy aus. Gestern waren wir irgendwo dort hinten auf den Bergen Heliskiing fahren. When you're up in the air, it's just gone. Und jetzt sind wir im Skigebiet. Erste Fahrt in the American Snow.
Paradise. Also man kann hier auf jeden Fall überall fahren. Es ist noch viel zu wenig Slushy. Da steht Easier Route links. Ich muss springen, oder? Springen, bremsen, rechts, irgendwie überleben. Boah. 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 Digga. Die meint das hier richtig ernst. Du hast da jemand, der die Leute einweist. Dort sind 4 Leute, hier 4 Leute, hier 4 Leute und hier 4er rein. Kein Sessellift geht mit einem leeren Sitz hoch. Es funktioniert actually ganz gut, würde ich sagen. In meiner Wahrnehmung muss das wirklich eigentlich hier ein Tohuwabohu sein. Drängt man auch mal vor. Ich finde, hier hast du einfach nicht die Möglichkeit, dich vorzudrängen, oder? So in Europe we put down the bar. So you are scared or something? I'd say some people put down the bar, some people don't. Yeah, but it's funny. What would you say is the biggest difference? The food is so much better in Italy. And cheaper. And cheaper? Yeah. Skiing is crazy expensive here. Yeah, it is. Insane. If you have we have a season pass. Yeah. So if you have a pass, it's not that bad if you ski a lot. How much is a season pass? Like $1,200. Dort unten ist Salt Lake City und wir sind hier oben. Digga, sieht das krass aus. Das kann man alles fahren. Das ist gerade hier, wenn es Neuschnee hat, glaube ich, insane. Also du kannst hier richtig gut powdern. Diese Gondelstation ist auf jeden Fall auch interessant. Die bauen hier nicht irgendwie so eine Hütte oder so. Da kommt einfach die Gondel. Sieht auch swag aus. Moin, Diggi. Ich finde, es sieht erstaunlich ähnlich aus wie in den Alpen. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen anders aussieht. Johnny erkundet die Welt. Und der dort hinten sieht aus wie Zachi von 01099. Auf 2400 Meter American Pizza. Was ist das hier, Bro? Und dann hinten hast du Chicken. Essen sieht aber actually ganz geil aus, muss ich sagen. 2 Wasser und 2 Red Bull. $23. Hello, what's your name? Hi, I'm Jonathan. Do you live here? No, actually I live in Colorado. So, do you like skiing here in the USA? Yes, I think it's really awesome, but the problem is it's pretty expensive. But Yeah. I have rich daddy at home, so it's no problem. Do you want Donald Trump? No comment. Okay. Thank you. You're welcome, you're welcome. Have a good day. Yeah. Oh, yes, my name is Susan Chadwick, Yeah. and I'm a 73-year-old skier. So, what do you like about skiing in the US? I think the mountains are better Yeah. than the Alps. I really do. And the conditions are better, and the trails are marked, so you know where you're going. Yeah. You're Do you gonna love have it. any tips for us to ski here? What do we have to watch out for? Or what would you say? Snowboarders. Snowboarders. He's a snowboarder. you very much. Watch out for him, watch out for him. Watch out for me. Thank you very much. My Have a nice pleasure. day. Wir haben gerade diese Old Lady getroffen, eine Legende. Sie trinkt gerne Alkohol, raucht gerne Weed, hat anscheinend sehr, sehr viel Geld, war überall unterwegs, war sehr witzig. Schöne Grüße. Wir gehen jetzt dort drüben zu dieser Wand. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Dort hat so Moguls. Ich probiere die einmal zu fahren. Aber that's the American way of skiing, you know what I'm saying? Schön Pizza. Pizza! Schön Pizza. Jetzt ist auch schon ein bisschen slushy als vorher. Ja, geil, richtig geil. Boah. Aber Panorama ist echt insane, ne? Digga! Mega. Holy shit! Okay, ich glaube, dort vorne müssen wir mit Schwung. Digga, tot. 3, 2, 1. Okay. Oh, 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 oh. Super! Mit Slush geht's, aber mies anstrengend. Aber guck dich mal diese Fläche an. Man Das ist checkt insane. nicht, wo ist hier eine Piste und wo ist keine. Oh, hell yeah, that's gnarly, bro. Oha! Hier ist der Übergang zum Alta-Skigebiet. Hier steht, Alta is a skiers mountain snowboarding is not allowed. Das heißt, Johnny, du musst hier bleiben. Ja, dann schönen Tag euch. Nur Skifahrer. Und hier kann man snowboarden. Boah, sticky! Sticky! Boah, das sind wirklich Holy Moguls hier.
Zwischenfazit. Hintergrund sieht insane aus. Holy shit. Es ist sehr heiß, es ist sehr slushy, es ist aber sehr geil. .360 spot, but you know what I mean, brother? I mean, maybe gotta hit it, brother. Okay, ich probiere 360 so dort, oder so 270. Oh. Viel zu langsam. Yes. That's gnarly, dude. Just send it, dude! Herzlich willkommen zum großen Snowbird Mittagessen-Test. Wir haben eine American Style Pizza für $10. Absolut American Style mit Bacon drauf und weiß ich was noch allem. Schmeckt nur nach Käse. Eigentlich schmeckt gut. Geil? Ja. Ist auch nicht schlecht. Sehr wenig Tomate, viel Käse. Ich habe einen Cookie, Salat, Wasser, Red Bull, Wasser. Insgesamt für ca. $70. Aber man muss auch fair sein, in der Schweiz wäre es nicht günstiger. Ja. Die Lippen sind so trocken und die Nase, weil hier die Luft so extrem trocken ist. Noch einmal die Aussicht genießen. Wow, denn wir gehen runter. Wir sind am Arsch vom Heliskiing von gestern. Es ist unfassbar warm. War aber ein richtig geiler Skitag. Das heißt, noch eine Abfahrt, noch einmal genießen. And hell yeah, dude, it's gonna be gnarly, bro. Das ist ein insaner Hang. Digga, ich hoffe, man sieht, wie steil das ist. Das ist irgendwie eine Mischung aus richtig geil und richtig anstrengend. Man weiß wieder nicht, ist das hier eine Piste oder ist es keine Piste. Hier hast du wieder so einen Riesenhang nur mit Moguls. Oh. Hello. Yes. Das war anstrengend. Oh, na. Meine Füße brennen, Real Talk. Okay, aber hilft ja nichts. Leute, vielen Dank fürs Zugucken von diesem Video. Wir haben uns echt Mühe gegeben. Wir wollten eigentlich so ein chilliges Video drehen, aber ich glaube, es ist ganz geil geworden. Wir sind beide komplett am Arsch. Ich habe schon viele Talabfahrten gemacht, aber diese Talabfahrt war insane. Aber war sehr, sehr geil. Shoutouts an Red Bull, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an Johnny fürs Filmen und fürs Dabeisein. Guckt bei ihm vorbei. Der macht voll coole Videos auf TikTok und so. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, wie ihr meine Frisur findet. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Verletzt euch nicht, habt eine gute Zeit. Und ich gehe jetzt mies chillen. Tschö, tschö.